Ciao zusammen, René hier. Herzlich willkommen bei «Meine Geschichte», der Sendung, wo Menschen wie du und ich aus ihrem Leben erzählen. Heute rede ich mit der Beatrice Grünig. Sie führt seit manchen Jahren ein eigenes Coiffeurgeschäft, gerade vis-à-vis vom Stremmel zu Thun. Sie erzählt über ihre Erfolge, aber auch, was sie alles bereut. Meine Damen und Herren, Vorhang auf, viel Spass! Mein Name ist Beatrice Grünig, bin Coiffeuse und habe seit 20 Jahren ein eigenes Geschäft, Coiffeur Cyberhair in Thun. Ja, eigentlich hatte ich immer das Gefühl, einfach etwas Kreatives. Aber es ist natürlich auch wieder abgewichen in völlig andere Richtungen. Wir hat einander auch ein bisschen angesteckt in der Schule. Wir wollten auf einmal auf Koch, dann sind die Töffli-Zeiten gekommen, da wollte man Töffli-Mech machen. Ja, das ist einmal dort durch, hier durch und schlussendlich bin ich eigentlich, ich weiss gar nicht mehr, dass ich dann auf Coiffeuse wieder bekam. Ja, ich glaube, ich konnte schnuppern, was ich eigentlich nicht wollte. Und dann haben sie mich dort gefragt, ob ich die Lehre machen will. Und ja, und so bin ich dann dazugekommen. Nein, eigentlich nicht. Also der letzte Job, oder Stelle, die ich hatte, war ich eigentlich happy, weil ich dort eigentlich allein war. Meine Chefin hat dann nur am Samstag gearbeitet. Und eigentlich ist es mal durch ein Brätchen mit Kollegen sind wir darauf gekommen, dass sie gesagt haben, ja, ob wir nie Gedanken sehen, dass ich mal selber will. Und von dann hat es dann angefangen, mal so ein bisschen überlegen, ja, mal, eigentlich könnte ich das mal machen. Und dann ist es relativ schnell, eigentlich, in, glaube 3-4 Monaten ist das dann zustande gekommen. Ja, gar nicht zu viel überlegen und habe es dann gemacht, ja. Nein, eigentlich nicht. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, ja, wenn es nicht holt, dann holt es nicht. Dann zahlt man halt das zurück, das Geld, das man aufgenommen hat. Ich weiss nicht, ob ich dann noch ein bisschen zu jung war, für überhaupt zu überlegen, was alles sein könnte und so. Und es sind ja nicht um x Hunderttausende von Franken gegangen. Und nein, wenn ich darüber nachdenke, habe ich dann eigentlich gar nicht überlegt. Einfach anfangen Räume suchen und ja, drauf los. Was ich sicher, als ich das Geschäft aufgetan habe, immer gesagt habe, dass ich in 3 Jahren Minimum 3 bis 4 Geschäfte haben will. Heute bin ich froh, dass ich das nicht gemacht habe, weil eins reicht genug. Ich bin selber daran ein bisschen am Arbeiten, aber sicher, dass man mal Zeit hat, für sich etwas zu machen, ohne dass man auf die Zeit schauen muss. Und ja, jetzt sollte man wieder im Geschäft sein. Ich glaube, umso mehr Sachen, dass man zwischen machen kann, die man wirklich Freude hat und gerne macht, schaut man das Leben auch wieder ein bisschen anders an. Dass man das einfach dort probiert, ein bisschen lockerer zu nehmen. Ja. Ja, also bereue eben, dass ich sicher nicht schon als Teenager viel reisen. Aber eben das Geld hat gefehlt von dem her. Und halt, ja, auf meinem Job hat man halt nie viel verdient. Also man konnte auch nie viel auf die Seite tun. Und dass ich sicher eben halt dann einfach nicht die Sprache gelernt habe. Dass ich zu faul war, ehrlich gesagt. Weil ich das Gefühl hatte, ja, man braucht es ja eh nie. Oder auch mal ins Ausland arbeiten, wo ich ja mit meinem Beruf eigentlich gut hätte können. Also sicher alles, wo Wasser hat. Ich liebe zwar auch Städte, aber da bin ich gerne einfach ein Wochenende. Aber eben Kalifornien ist sehr schön, weil es beides hat. Und Portugal bin ich jetzt schon ein paar Mal gewesen, das finde ich auch sehr schön. Und nein, ich sehe eigentlich vielen Orten das Schöne. Also sicher, dass ich jetzt eben dieses Jahr 20 Jahre das Geschäft habe. Und wirklich eben sehr treue und gute Kunden habe. Und dass ich einfach keine Schulden habe. Also das sicher auch. Ich kann mir die Wohnung leisten, ich kann mir ein Auto leisten. Eben einmal im Jahr kann man sagen, auch ein bisschen grössere Ferien. Sicher schauen, dann mehr Geld auf die Seite zu tun. Probieren, irgendeinen Teil einfach zu sparen, dass man eben mehr Freiheiten hat.
Und das hatte ich dann eben nicht. Dann hatte ich das Gefühl, ja, komm, was man hat, wird verpulvert und so. Und das würde ich heute anders machen. Sicher eben monatlich probieren, immer ein bisschen etwas auf die Seite zu tun. Also ich würde sicher in der Schweiz Wohnsitz haben. Würde aber, sage jetzt mal, gross kotzen, sicher etwas in Amerika haben und vielleicht auch etwas in Portugal. Und sicher eben auch in Portugal an einem See, an einem Fluss, wo man unser Hobby machen könnte. Das ist Zweigsurfen. Ja, das wäre eigentlich so toll, wenn man so ein bisschen hin und her chatten, blöd gesagt. Aber eben, ja, das ist, wenn man nicht arbeiten müsste. Trix ist zurzeit in Hermosa Beach in den Ferien und das ist auch da, wo wir uns zu diesem Gespräch getroffen haben. Danke vielmals fürs Reinschauen. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.